Nach dem Hotel kommt das Mysterium und der Geheimnis von Casino Delfino. Geheimnis, ja, Casino, bitte nicht wieder irgendwie so eine Welt, wo ich ohne meinen Dreck weg angewiesen bin. Ich mag ihn doch mittlerweile. Hat so eine eigene Persönlichkeit, obwohl er selten was sagt. Ja, damals haben so die künstliche Intelligenz und die KI, sagen wir jetzt mal Begleiter, haben eigentlich ständig reingequatscht. Wie es heutzutage oftmals der Fall ist. Auf geh schon, ja gut. Auf zum Casino oder was? Yoshi ist auch weg. Ja, okay, dann war es doch das, was er machen musste. Hat er das an ihr Ananas oder was? Ja, hat sie doch im Angebot, okay. Na dann, auf zum Casino! Wo soll das, Mann? Er will zum Casino. Glücksspieltime! Ja, Mann! Er regt sich darüber auch auf. Geld zurück. Gibt's nicht, gibt's nicht. Kann ich spielen? Nee, eben. Man konnte halt hier auch nicht spielen, deswegen war das, glaube ich, nicht so ein Problem. Doch hier kann man doch spielen, oder? Das ist einfach alles kaputt. Spuckt dieses Ding jemals die Münzen aus? Nee. Ist alles kaputt. Ah, keine Münze mehr. Ja, das kenne ich. Gibt schon Rollen. Und da was ihm schon, dass man so ein gesehen auf beiden Rollen hatte. Hä? Ist auf 3. Beim links und rechts jeweils das gleiche. Man beginnt sich zu drehen, vielleicht muss es anspritzen, wer weiß. Bekommen kann. Nee, hier gibt es keinen Saft. Da ist keine Saftpresse hier. Muss in eine andere Welt gehen. Nicht mit Yoshi kloppen. So, was ist los hier? Ernsthaft? Hä? Ah ne, warte mal. Warte mal, da war doch hier anders. Mal gucken, was passiert, wenn ich 3 Buhus erwische, wo wegen einem Buhu erscheint. Wobei, eigentlich ist ja kein Buhu, das ist ein Pseudo-Buhu. Ne, okay, passiert nicht. Ich brauche echt mal 3 mal die 7. Die Frage ist aber auch auf beiden Seiten. Und der andere meinte von wegen, ja, auf beiden Rollen habe ich das noch nie gesehen. Trotzdem nichts passiert. Auch hier kommt nichts raus, okay. Aber wir haben es schon mal geschafft, das heißt, ich mache es auf der anderen Seite auch direkt mal noch. Zum gucken, ob dann hier in der Mitte etwas aufgeht. Oder auch nicht. Wenn ihr richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Hey, jetzt plötzlich geht's hier. Ernsthaft? Ist das eine Buhu-Maschine oder was? Au! Ah, hier drehen sich alle 3 miteinander. Okay. Das macht schon mehr Sinn. Das dauert es auch länger, bis wir alles haben. Geht doch. Ja, was ist jetzt los? Ja, und nun? Warum geht's in dem Spiel hier? Hey, Typi, erklär mal. Hallo? Unhöflich.
Naja, hatten wir schon. Was haben wir die Insignie drin? Okay. Ja, warte mal, das war mitunter ein bisschen knifflig. Ja, ich erinnere mich wieder, das konnte echt mühsam sein. Nein! Bis ich glaube nach rechts außen war. So, und dann noch da drüben. Hä? Jetzt der nicht mehr. Ja, überschlag dir noch vor Freude. Dankeschön. Nein! Ich wollte alle 3 haben. Na, geht doch. Ja, es war eine ziemliche Fummelarbeit. Oh, nein! Bitte dafür eine relativ einfache Welt. Ich habe keinen Bock, Game Over zu gehen und nachher aber den ganzen Scheiß normal machen. Das würde mich ankotzen. Du. Das Geheimnis. Ist ja kein Mysterium, ist nur ein Geheimnis. Ich weiß gar nicht mehr, wie die sich bewegen hier. Da hinten war noch ein Leben, das würde ich natürlich gerne holen, wenn es irgendwie geht. Wow! Okay, Michael, Konzentration. Ich habe keinen Bock, das Geheimnis, also quasi das Casino nochmal vorzubereiten, damit ich nochmal hier hinkomme. Und dann verkacke ich so. Okay, jetzt sehe ich's, okay. Gut, muss einfach schräg springen. So. Ist nicht ganz einfach, wenn man nichts sieht. So. Das Leben hier ist mir gerade scheißegal, welcher sein darf. Ja, das war ja klar. Oh, Gott sei Dank. Und das alles für eine einzige Insignie. Ganz ehrlich, von den Aufwand würde es bei Super Mario Odyssey würde es irgendwie 20 Monde kriegen. Die Welt hat sie in sich, hey. Ich glaube, je höher die Welt oder der Eingang zur Welt liegt, desto verreckter ist sie. König Buhus Keller. Oh nein, ihr König Buhu. Mann. Luigi. Die gehen mir auf den Sack jetzt, viele Buhus.
Wir wissen alle, Mario hat ein Buhu-Trauma. Nach den 3 Luigi-Menschen-Teilen. Und ich das Geilste fand bei Luigi Mansion 3. Von wegen Luigi ganz normal, irgendwie normaler Luigi-Menschen-Manier mit der Steuerung und so unterwegs. Mit dem Schreck weg und Mario einfach so voll Jump'n'Run-mäßig. Juhu, wahoo! Von wegen, hey Bruder, komm doch! Und Luigi so, ich darf nicht, ich bin meine Möglichkeiten eingeschränkt. Na, aus dem Keller, wie kommt man da hin? Jetzt kann man schauen, Garage aus dem Keller. Ja, wie kommt man da hin? Na eben. Hier entlang komme ich, aber... Hä? Ah. Da kann man so runter? Nö. Ich hab's gerade gesehen. In dem Moment, als die Scheißmünze sich bewegt hat. Ist natürlich die Frage, muss ich erstmal alle Boostler machen? Ja, zweiter Buhus. Ja, ja, ne, der Trick mit der blauen Münze. Ja, ja. Eigentlich nicht schlecht, aber auch nicht gut genug. So. Ernsthaft? Ja, stimmt. Etwas stimmt hier nicht. Hä, wie kommen wir jetzt in den Keller? Achso, da hat das sich was. Irgendwas Gespiegeltes oder so, kein Plan. Ja, schön. Rauskommen wir vermutlich auch wieder. Hm? Ach so. Oh. König Buhu? Bist du irgendwie auf Drogen? Okay, und jetzt? Er lacht dich aus. Okay. Ah, warte mal. Ich meine, es heißt, er möge keine scharfen Sachen. Okay. Und da muss ich ihn nachher trotzdem mit den Früchten anwerfen, oder was? Jo. Okay. Also Wasser klappt hier nicht. Das heißt, ich muss eigentlich so lange warten, bis ich ein paar Münzen habe. Was sonst gerade? Hat er mich gerade ernsthaft mit Coronaviren angespuckt? Das glaube ich jetzt einfach nicht, ey. Los, Würfel, rollt! Ich hätte gerne ein paar Früchte. Nein! Chili-Flock! Chili. Bis zum... Seit wann ist König Buhu allergisch gegen Obst?
Was ist los mit ihm? Gut, wenn ich so reingucken würde als König Buhu, wäre ich auch gegen... Ich habe alles mögliche allergisch. Ja, komm, mach schon. Oh oh, ist das jetzt schlecht oder gut? Nein, es ist schlecht. Bams. Ja, okay. Du hast keinen Bock mehr. Hey, komm wieder raus. So, jetzt erledige ich dich. Ich meine, hallo, alle guten Dinge sind 3. Nein, so weit weg. Bleibst du hier? Hä? So. Essen Fruchtsaft zersplittert? Komm, das ist da drin wie so ein König Buhu-Klon, das war niemals der echte. Wir haben 67 Insignien. Es geht voran, es geht voran. Nach 3 haben wir bereits 70. Und dann ist eben nochmal die Frage, die ich mir so gestellt habe. Ab 70 passiert was. In der Overworld. Ich glaube ich schon. War das jetzt schon Kapitel 5 oder war das schon Kapitel 6 oder erst Kapitel 5? Ich hab Überblick verloren, ganz ehrlich. Ah, jetzt säubere Lido-Sirene. Ach nö, nicht schon wieder. Können endlich mal ihre eigene Sauordnung machen. Okay, warte mal, Kapitel 7 müsste wieder Mario Morgana sein und Kapitel 8 vermutlich was mit roten Münzen. Kommen doch relativ gut voran. Danach natürlich bis auf die Secret Stars und 100 Münzen, ich sag immer Sterne, die Secret Insignien und die 100 Münzen Insignien dann wieder eine komplette Welt voll. Also das ist auch noch Zeitdruck. Ich bin gar nicht mehr sicher, ob ich überhaupt alles säubern musste. Also es ist so kleine Flecken, ob ich die übrig lassen konnte. Ich glaube doch, die waren ziemlich pingelig, wenn ich mich richtig erinnere. Mario ist ein Saubermeister. Sauber, sauber, sauber muss es werden. Oh! Ich nehme natürlich auch gerne. Dankeschön. Ja, ich merke also langsam knapp wird von der Zeit. Bulgar, wir haben es gleich. So, den noch kurz sauber machen. Vielleicht haben sie noch irgendwas für uns. Jo.
Sollte man niemals unterschätzen. Danke. Ja, irgendwie müssen sie halt blaue Münzen, die es hier in der Welt so nicht gab, sondern eben auf andere Art und Weise, müssen sie ja irgendwie zur Verfügung stellen. Also man irgendwie muss man hier blaue Münzen finden, wo es eine relativ kleine Welt ist. Wenn ihr halt alle irgendwie in einem Kapitel findet, ich meine, warum nicht? Ups, nicht gespeichert, egal. Er war, glaube ich, nicht irgendwie groß. Im Ding versunken. Nee. Da ist sonst alles cool. Da gibt es zum Teil hier irgendwie noch. Die werden sogar voller Wasser. Okay, damit wird es noch schneller gehen. Alles klar. Gut, hab's geschafft, Direktor. Wieder mal ihre Arbeit getan. Und damit Insigne Nummer 68. Tja, damit fehlen bloß noch 2 reguläre Insignien in dieser Welt. Aber eben die versteckten Insignien zu finden, wird sowieso dann relativ mühsame Arbeit. Ups. Oder gar, Mann. Falscher Knopf, Entschuldigung. Ich wollte dann den hier drücken. Beziehungsweise eigentlich wollte es ihr. Minus. Dann fiel mir ein, nee, warte mal, ist ja linke Schultertaste. So. Egal. Im Lido Sirenen sind noch 2, dann noch sind in Plaza de la Palma. Aber eben sind wir bei weniger als 80. Dann fehlen noch überall die 100 Münzen-Insignien. Also nicht überall, aber an vielen Orten. Dann noch die geheimen Insignien. Da wurden noch ein paar in Piazza Delfino. Ich kann mir vorstellen, gibt es noch ein paar mit blauen Münzen. So. Dann haben wir um die 10 Stücke rum. Aber trotzdem, wie man hier auf 120 kommen soll. Das waren doch so viele, oder stimmt das gar nicht mehr? Keine Ahnung. Freunde, diesem Geheimnis werden wir in der nächsten Folge ein bisschen mehr auf die Schliche gehen. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Bye bye.